ist daheim. Für Gott. Hey! Ja, mal, geht's noch? Da keine Rennstrecken da. Ja, das sind die Stadelbauer aber anscheinend anders. Und ganz wichtig, gell, unbedingt Warnschultern aufstellen, damit die Leute langsamer fahren. Aber bitte schön gleich, Herr Stichlinger, gell? Nicht erst nach der Mittagspause. Ja. Spinni. Was war denn das jetzt? Spitzt jetzt. Die Gemeinde zahlt nicht die Rechnung für deinen Anhänger, bloß weil du nicht aufpassen kannst. Ich zahle jeden Monat. Braver Haufen Steuer. Da werde ich wohl noch mit guten Straßen rechnen dürfen. Drum haben wir ja Warnschultern aufgestellt. Zahl und fertig. Ich denke nicht im Traum dran. Und weißt du was, ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Das lasse ich mir von dir nicht gefallen. Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Dort, wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen. Er wird dich anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Nimm deinen Wisch, sonst entsorgen. Den kriegt man Anwalt, wenn die Gemeinde die Reparatur nicht zahlt. Dein Anwalt wird dir auch nichts anderes sagen, als dass die Gemeinde nicht haftet, wenn Warnschulden aufgestellt sind. Da war kein Schulden. Stichlinger? Herr Stichlinger, Brunner am Apparat. Entschuldigen Sie die späte Störung. Sie, wegen den Warnschulden, Sie haben doch die gleich heute in der Früh aufgestellt, oder? Ja, freilich, Frau Brunner. Wie Sie es angeschafft haben. Dankeschön, mehr wollte ich nicht wissen. Für gut, Herr Stichlinger. Sonst noch was? Da war kein Schulden. Logisch. Der Bauhof und ich, wir verarschen die Bürger manchmal ganz gern. So, Feierabend. Und sag ich dir, das letzte Wort, das ist noch nicht gesprochen. Da haben sie Dating-Apps getestet. Und die bayernweit für am meisten Pärchen sorgt, ist die Servus Single. Und warum interessierst du dich dafür? So ist ein Ersatz für Nick? Na, den wollte ich schon noch ein bisschen. Aber du könntest die App eigentlich mal testen. Ja, war schon eine Idee wert. Du, wenn's dir bei der Oma jetzt, dann holst mir auf dem Laufenden, wo so angeschwemmt wird, gell? Das ganze Treibgut der verlorenen Seele. So, bitteschön. So, jetzt hat's Moni schon bei der Vorabstellung. Dankeschön. Ja, und als Profilbild nimm mir dann einfach ein, zwei die Fotos vom Fotoshooting. Na, lieber nicht. Die sind so geschleckt. Ja, der Mann, die Frauen, der braucht doch länger im Bad als ich. Also gut. Nachher hilfst du mir aber bei der Auswahl. Danke. Siehst du, das als gute Tat, ha? Eine zweite gute Tat wüsste ich auch noch für die schleicht die, dass ich Feierabend machen kann. Ich wüsste sogar noch eine dritte gute Tat. Ja, ich helfe einer auch bei einem Profil für Servus Single. Das ist für alle Altersgruppen. Na, danke. Ich mag mein Single da sein. Gut, falls Sie es einer anders überlegen. Sie wissen ja, wo ich wohne. Bitte, ne? Oh, haben wir so früh schon Kaufladen spielen? Na ja, gut. Was ist das? So, Was ist das? sind da Was ist das? Einkaufstüten. Du, sag mal, kann das sein, dass der Sascha hier eine Kaffeemaschine eingebaut hat in deinen Kaufladen? Nein. Ja, dann, ja, also was wollt ihr jetzt einkaufen? Ah, da ist der Korb. So, ich hätte ganz gern den Kuchen gekauft. Dankeschön. Hey, da sind ein paar Stückchen Ja, raus. aber dann brauche ich jetzt noch ein Brot. Das Brot hätte ich gern. Genau. Und für die Mama daneben. Ah, die nimmt das Waschmittel da. So. Jawohl. Sehr schön. Dankeschön.
So, und was kostet das jetzt? 100.000 Euro. Oh, das ist aber günstig. Super, schauen wir mal, ob ihr das habt, das Geld. 100, 100, 900. Ah, ich komm gleich. Kirchleitner? Stadler, grüß dich. Ja, ich komme heute später. Im Kindergarten von der Franzi, da geht Keuchhusten um und die Annabel hat keine Zeit. Also, das glaube ich jetzt nicht. Na ja, das wirst du halt übersehen haben. Das passiert mir auch manchmal. Mir aber nicht. Die waren gestern noch nicht da. Du, ich bin auch grantig, dass der Hänger kaputt ist. Das kostet uns einen Haufen Geld. Aber die Froni, die sagt doch nicht einfach so, dass das Schüttel schon gestanden ist. Du meinst, ich bin direkt der Depp? Und die vom Bauhof? Warum sagen die das gleich wie eine Froni? Also, von dir hätte ich schon erwartet, dass du hinter mir stehst. Das tue ich doch. Na, du glaubst mir überhaupt nicht. Freilich glaube ich dir, dass du das Schütteln nicht gesehen hast. Aber ich glaube auch, dass es trotzdem da war. Und ich glaub, ich erzähl dir lieber gar nichts mehr. So, Schatzi. Dankeschön. Das ist echt lecker. Fanny, ist der Kartoffelsalat fertig? So, bring ich da gleich. Danke. Schönen, guten Schinken. Ich hab Hunger. Grüß euch. Morgen, hallo. Seid schon wieder fit nach eurem Werkstattfest? Ja, jetzt nach dem Kaffee schon. Der Mike hat mich ganz spontan zum Frühstück bei euch eingeladen. Alle, weißt, wenn der Kühlschrank leer ist, dann muss man sich was einfallen lassen. Gell? Oh, du Romantiker. So, jetzt. Also, bitteschön, da ist er. Ich danke dir. Danke dir, gell? Halt aus, da. Wegzoll? Wegzoll. Und was? 2 Pussys. So, da. 2. Annalena? Ist die gar nicht da? Da ist der Service in der Franzi am Kaufladen, aber viel besser. Ja, das Beste ist, du gibst ihr 1 Euro und kriegst 10 zurück. Es ist halt leider kein echtes Geld. Mei, jeder hat einmal als Geschäftsfrau angefangen. Hauptsache, sie hat erfreut. Ja. Genau. Entschuldigt. Servus. Ich bin gerade in der Gaststube drüben gewesen. Oma ist nicht da und das merkt man auch schon. Die seid beim Wickerl und bei der Caro. Der Theo wird ja. Wahnsinn. Du, wir wollten bloß geschwind die Weißwürst abholen. Gibt's was zum Feiern in der Brauerei? Nein, das machen wir jetzt einfach einmal so. Das war meine Idee, als Motivation. Und deswegen zahlst auch du. Also wie immer. Habe ich schon hergekriegt, die Schlussgeschichte. Hast du an den Senf gedacht? Ja, klar. So, da schaut's her. Wunderbar. Das sind dann 42,50 bitte. Und die 2 Senf. 46,50. So, die. So, 6,50. Hoppala. Wo ist jetzt mein Geld? Hubert, das ist ein netter Versuch, aber den kenne ich schon. Nein. Ich kann schwören, dass da noch 50er drin war. Hauptsache, du hast deinen Kopf auf. Ja, aber auch bloß, weil ich ihn dran erinnert hab. Scheiße. Pass auf, ich zahl. Nein. Ich hab gesagt, ich übernehme das heute und deswegen zahle ich auch. Hast du ein Geld dabei? Na super. Und ich hab nicht einmal was davor, weil ich Martin bei der Franzi ablösen muss. Ah, da muss ich schnell rufen. Bis gleich. Für die. So, Jetzt. danke. Wenigstens halt dusche ich euer Geld zusammen, gell? Also, das ist ja voll lieb, das neue Kari, oder? Ja, und trinken tut's auch wieder. Da fällt sie nix. Du bist mir nicht mehr böse, oder? Schmarrn, so lieb, dass du dich entschuldigt hast. Und außerdem, du hast es ja zugegeben, dass du gestern ganz schön flott unterwegs warst. Mal sagen, wegen am Kaiweg gemacht. Vielleicht sollte man das Viech doch lieber nicht Zimmer nennen. Aber Schlagloch.
Das ist doch kein schöner Name nicht, oder? Ja, vielleicht rennen sie mich. Aber ich bleib dabei, dass beim Schlagloch kein Schwindel war, gell? Wenn ich dabei bleiben darf, dass Froni nicht gelungen hat. Versteh schon. Ich bin gestern auch fast in so ein Drum-Schlagloch reingefahren. Am Fuchswinkel. Das ist das gleiche Schlagloch, mit dem der Benedikt sein Anhänger Bekanntschaft gemacht hat. Ist der jetzt hin? Ja, und jetzt ist ein Wandschüttel da. Aber gestern, wie ich da reingerast bin, habe ich keins gesehen. Ich bin kurz nach dem Mittag durchgefahren. Aber so ein Warnschwindel, das hätte mir einiges erspart. Hast du auch keins gesehen? Nein. Ja, und jetzt muss die Rosi bei der Franzi einkaufen. Was? Die Rosi bei der Franzi einkaufen? Die Klar ist im absoluten Kaufladenfieber. Wir müssen von früh bis Abend Umsatz machen. Dann schickst du es mal bei mir vorbei. Dann kann sie meinen Umsatz ankurbeln. Jederzeit. So, gibst mir 20 Euro bitte. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich war doch erst bei der Bank und hab Geld abgehoben. Spekulierst auf was umsonst? Nein, ich will ja zahlen. Ja, komm, dann schreibst du es an. Das mag ich eigentlich gar nicht. Ich weiß ja, wo du wohnst. Ja, und ich wüsste gern, wo mein Geld hingekommen ist. Das kann bloß der Huber gewesen sein. Der war heute in der Früh blank. Naja, bequemer als zur Bank zu fahren ist es jedenfalls schon. Ja, genau. Und ich stehe nackert da. Ah, komme ich da vielleicht gerade richtig zu den interessanten Gesprächen? Der Hubert hat mein Geldbeutel ausgerammt. Und ich kann jetzt meine Creme nicht zahlen. Und ich habe schon mit dem Gerichtsvollzieher gedroht. Dann müssten wir ja demnächst ein Spendenkonto für die Kirchleitner einrichten, oder? Das klingt, wie wenn du was gewonnen hättest. Ach so, ja, aber ob das ein Trostpreis oder Hauptpreis ist, das wird sie erst noch rausstellen. Das ist nämlich die Servus-Singer-App. Aha. Und wie läuft's? Hat Kathi nicht so viel versprochen? Na, ausnahmsweise mal nicht. Du kriegst jede Menge Chat-Anfragen. Das ist wirklich eine super App. Und eine ist schöner wie die andere. Aha. Da schau, da ist schon die nächste. Von Lisa, 21. Hallo, Patrick, Lust zu chatten. Schön ist die Lisa. Aber nicht gerade einfallsreich, ha? Ja, mei, so fängt man halt an. Andererseits kann die schon ein bisschen geistreicher antworten. Naja, eine sinnvolle Unterhaltung mit einem total fremden Anfänger ist gewiss nicht einfach. Kannst du mir da nicht vielleicht ein paar Tipps geben? So als Frau? Ja, gut. Also, die Lisa. Weißt du was? Die da, die fragen, ob das Foto in Lissabon aufgenommen ist. Das schaut nämlich fast so aus. Und schon hast du ein Gesprächsthema. Servus, Lisa. Super Profilbild. Ist das in Lissabon? Da wollte ich schon immer mal hin. Schleimer. Ja, das stimmt aber. Ui, da schaut, da ist schon die nächste Anfrage. Und zwar von der Lavinia. Was schreibe ich jetzt der? Da gefällt mir die Brühen. Mein erster Gedanke ist, ob das Mode ist oder echt. Die Brühen. Die Brühen. Servus, Lavinia. Die Brille steht dir echt super. Ist das ein Hipster-Teil oder echt? Und noch Smiley hinterher. Unbedingt. Oh, das geht wirklich Schlag auf Schlag. Schau, da ist schon die Antwort von der Lisa. Jetzt? Wow, Respekt, dass du das erkannt hast. Traumhafte Stadt. Den Rest schaffst du allein, oder? Ja, wenn ich da überhaupt so hinterherkomme, da ist nämlich schon die Antwort von der Lavinia. Scheinbar bin ich ein Naturtalent bei Servus Single. Ah ja, allerdings. Du musst dich da unbedingt auch umretten. Ich sag's dir, du kannst dich vor Verehrern nicht mehr retten. Na, danke. Ich lerne die Leute lieber auf altmodischem Weg hin. Aber dir wünsche ich viel Spaß. Danke. Ich hab die Weißwurst gezahlt, das Restgeld rein und dir einen Geldbeutel gegeben.
Ich hätte das doch gesagt, wenn ich mehr genommen hätte. Ja, aber das verstehe ich nicht. Es ist nichts mehr drin. Ja, ich war es auf jeden Fall nicht. Wir haben da früher immer gesagt, dann war es wohl der Herr Niemand. Ja, den, wenn ich in den Finger kriege. Aber komisch ist es schon, dass uns alle zwei ein Geld fehlt. Naja, vielleicht fällt ja der Rosi was dazu ein. Ich löse jetzt mal bei der Franzi ab. Mei, hast noch keinen Drehwurm vom Babysitter-Karussell, hä? Doch. Grüß euch. Grüß dich, Martin. Prost. Ah ja. Suchst du was Bestimmtes? Nein, ich warte nur auf einen Brief von der Bank, weil ich einen neuen PIN brauche. Den alten habe ich vergessen. Heißt das, dass du kein Bargeld hast und nichts abheben kannst? Doch, das kann ich schon. Aber am Schalter anstehen, das ist mir einfach zu fad. Das dauert mir zu lang. Nein, Martin, hättest du halt was gesagt? Eben. Das wäre doch überhaupt kein Problem gewesen. Wir hätten dir doch auch was geben können. Na, das passt schon. Ich bin schon zurechtgekommen. Ja, so kann man es auch nennen. Ja, aber dass man andere Leute nichts krampfen, das haben sie da als kleiner Bub schon beigebracht, oder? Wie meinst du denn das? Na, hast du an Hubert und mir kein Geld aus dem Geldbeutel rausgenommen? Na. Ganz sicher. Ja, freilich, bin ich mir sicher. Was redest du denn hier für einen Krampf? Sag mal, ich geh doch nicht an andere Leute Geldbeutel. Also, was in euren Köpfen manchmal vorgeht, das möchte ich schon gern wissen. Vielleicht weiß ja der niemand. Hä? Das sind Dimensionen, hä? Ja, Kanada halt. Glaubst du, dass mir die Beutel nicht geschickt, der Flori, gell, der Hundling? Sofort reklamieren, ja. Grüß euch. Verrückt. Ja, na, grüß dich. Von deinem Baum haben wir's grad. Wird Zeit, dass er wieder heimkommt. Ich wollte ja bloß sagen, dass ich jetzt schon die Mittagspause gehe, gell? Bürgermeisterin müssten wir sein, gell? Ich lackiere mir den ganzen Tag Fingernägel. Ja. Ich hab die Veronika schon zweimal arbeiten sehen. Ja, stimmt, du hast da heute schon Schulter aufstellen lassen, habe ich gesehen vorhin auf der Landstraße. Hör mal bloß damit auf. Außerdem war das gestern. Ach so? Der Benedikt hat gemeint, gestern war da noch gar nicht gestanden, als er ihm die Radnamen zerrissen hat. Das darf doch jetzt halt wahr sein. Jetzt verzählt in der ganzen Gegend umeinander, dass ich lieg. Ach so hat er das bestimmt nicht gemeint. Ja doch, das hat er so gemeint. Er sucht halt einen Schuldigen, weil er nicht einsieht, dass er fährt wie eine Wildsau. Aber das Thema hätte ich lieber sein lassen, gell? Na, das ist schon ganz gut so, weil das geschieht ihm völlig recht mit seinem kaputten Hänger. Vielleicht lernt er mal was draus. Für euch. Soll ich noch was mitnehmen aus Berghofen? Ah, nein, ich glaube, ich brauche nichts, danke. Die Tomaten sind aus. Ja, ich eile. Wenn einmal die Chefin nicht da ist, gell? Ja, die letzte Einkaufslisten, die hast du geschrieben. Das kannst du überhaupt nicht beweisen. Was ist jetzt das? Meine Dating-App. Wahrscheinlich eine Nachricht von der Lisa. Sag mal, arbeiten tust du aber schon auch noch nebenbei, oder? Ja, wenn es sein muss. Mhm. Komisch, doch keine Nachricht. So, das sind deine Tomaten, bitteschön. Gut, super, danke. Bitte. Ja, also dann. Ist es nicht dein Handy? Hä? Kann es sein, dass du die gleiche Dating-App runtergeladen hast wie der Patrick? Das macht 4,50. Gut. Ja? So. Mein Geld ist weg. Was? So ein kleines Luder. Ja, normalerweise komme ich ja mit dem Alois schon gut zurecht, aber mei, wenn man dauernd von Paare umgeben ist. Du, mir brauchst du es nicht erzählen, ich war lang nur Single. Schaut echt voll nett aus, die App. Du kriegst ja auch gleich Lust, dass ich mich anmelde. Das wird safe beim Gregor. Also findest du das nicht total daneben? Was? Überhaupt nicht. Dieser total legitime Ort, wie man sie heutzutage kennenlernen. Normalerweise lerne ich neue Leute lieber richtig kennen. Mhm, weil du so viel Zeit in deinem Alltag hast. Das geht ja gar nicht mehr aus. Und aus dem Grund hat man halt so eine App. Ehrlich gesagt, ich bin
Ein bisschen gespannt, wer sich da noch so alles mit. Schau her. Also der schaut ja ganz passabel aus, finde ich, oder? Ja, geht so. So, mal schauen. Also der da geht jedenfalls gar nicht. Ja, der geht gar nicht. Na. Das sehen. Die richtigen werden schon noch kommen. Meinst Schaut mal, was ich da gefunden habe. Aha. Mhm. Fräulein Kirchleitner? Daten Sie mal zu uns kommen? Komm mal in den Kaufladen. Jetzt. Geh mal da rein. Ups. Ich tät ganz gern was einkaufen. Und zwar diesen Maiskolben da. Und dafür gebe ich dir das Geld. Und dann kriege ich jetzt noch was raus. Und zwar kriege ich das alles raus als Restgeld. So, ja, nimm's einmal. Das war meiner. Jawohl, Professor. Upsala. Jetzt. Ja, also, Mausel, das mit dem Verkaufen, das hast du schon richtig super gemacht. Aber über das Geld müssen wir noch mal reden. Schau mal, Spatzel, mit dem Geld, mit dem spielt man. Gell? Das kannst du nicht mehr. Genau. Und das, mit dem Geld, das spielt man nicht. Und dafür muss man auch arbeiten. Ja. Hm? Ja. Okay. Super. Jetzt, wo das echte Geld da ist, würde ich sagen, können wir uns ja was echt zum Essen kaufen. Ja, jetzt haben wir ja wieder was. Also mittlerweile kenne ich einfach alle Profile schon auswendig. Und ein größerer Suchradius als 60 Kilometer gibt einfach keinen Sinn. Ja, wahrscheinlich jetzt in der Stadt mehr raus, wo ist da? Ja, aber ich zeig doch jetzt nicht extra um, bloß damit ich dann bessere Chancen habe. Na, du musst doch bloß deine Angaben ändern. Da kriegst du mehr Profile zum Singen. Ja, man muss für alles offen sein. Ja, aber die passen dann nicht zu mir. Jetzt schaust du halt erst einmal an. Aussieben kannst du nachher immer noch. Jetzt setz einmal der Altern auf. bitte diesmal ein halbwegs normaler. Na, jetzt sieht er nicht, was ich gerade hab. Der spinnt wohl. Eieiei. Ja, im Grunde macht das doch jeder so. So, ich hab jetzt das Alter auf egal eingestellt. Zufrieden? Ich schon. Aber ob du es den reiferen Damen auch recht machen kannst? Bitte, bitte, ich will solche Bilder wirklich nicht im Kopf haben, ja? Da hat Anne schon 5 Kinder. Und sie steht auf Aquaerobik. Wer meine Mama. Oh, um Gottes Willen. Oh, ja, da muss ich da jetzt ausnahmsweise mal recht geben. Du, ich muss wieder, gell? Also, ich druck dir die Daumen. Danke für deine Hilfe. Vierte. Fertig? Das glaube ich jetzt nicht. Sagen Sie mal, ich komme aus meiner Mittagspause zurück und der Mist steht immer noch da. Kurz weg müssen. Sie sind ja schon seit 2 Stunden weg. Der hätte ja die Beete gleich selber düngen können. Jetzt schauen Sie bloß, dass weiterkommen, gell? Für Gott. Benedikt? Das ist jetzt doch meine Rechnung. Super Timing. Bin nämlich gerade auf dem Weg zum Mike. Sag mal, von was träumst du denn in der Nacht, ha? Ach so, ja logisch. Von einer neuen Geschichte, wo du über mir erzählen willst, oder? Hä? Tu doch nicht so scheinheilig. Du erzählst doch in der ganzen Gegend umeinander, dass ich lieg und dass ich die Schulden erst später aufgestellt habe. So war's doch auch. Liebe Annalena, du bist mir sympathisch. Darf ich dich mal auf ein Glas Wein in die Wohnküche einladen, dein Patrick? Gerne. Nach etlichen Nieten bist du der Erste, der mir gefällt. Trotzdem wird die App gelöscht. Puh. Alles, bring ich gleich. Jo. Und du kriegst noch eins?
Sag einmal, muss ich dein Handy konfiszieren? Was kriegst du da so? Nix. Gerd. Hallo Annalena, mein erster Servus-Single-Versuch. Hab schon gedacht, ich hätte nichts verloren, bis ich dein Bild gesehen hab. So mal ein anderer Anfang. Und dann schaust du noch gut aus, Gerd. Okay. Lieber Gerd, bin auch neu auf der App und wollte sie schon wieder löschen. Bin wohl eher der Typ fürs reale Leben. Ich auch. Gleich nach Treffen fragen kommt wahrscheinlich nicht so gut, aber wollen wir uns mal sehen, zum Beispiel morgen? Jetzt hörst du mir mal zu. Ich hab nämlich einen Zeugen, dass da kein Schüttel war. Gerät doch keinen Schmarrn. Ich hab aber schon lange vor dir einen Zeugen gehabt. Einen Bauhof. Ja, weil du wieder was gemauschelt hast. Das ist eine Unverschämtheit. Der Einzige, der da was mauschelt, der bist doch du. Weil du immer rumrast wie ein besoffener Halbstarker. Jetzt klangt's. Sag mal, spinnst jetzt du? Jetzt sieht wenigstens ja jeder, dass da zum Himmel stinkt. Wer hat jetzt die Kirchleitner das Geld aus der Tasche gezogen? Franzi. Sauer? Ich bin ja der Meinung, dass die Frauen das Geld fürs Shoppen selber in die Hand nehmen sollten. Weil bei Klamotten, bei Spielzeug und bei Musik gibt es ja bekanntlich verschiedene Geschmäcker. Und über die lässt sie dann hervorragend streiten. Schon geil. Für Gott. Hey! Ja, sag mal, geht's noch? Da keine Rennstrecken da. Das sind die Stadelbauer aber anscheinend anders. Und ganz wichtig, gell, unbedingt Warnschuldeln aufstellen, damit die Leute langsamer fahren. Aber bitte schön gleich, Herr Stichlinger, gell? Nicht erst nach der Mittagspause. Ja. Spinni. Was war denn das jetzt? Spitzt jetzt. Die Gemeinde zahlt nicht die Rechnung für deinen Anhänger, bloß weil du nicht aufpassen kannst. Ich zahle jeden Monat. Braver Haufen Steuer. Da werde ich wohl noch mit guten Straßen rechnen dürfen. Drum haben wir ja Warnschuldeln aufgestellt. Zahl und fertig. Ich denke nicht im Traum dran. Und weißt du was, ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Das lasse ich mir von dir nicht gefallen. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim, dort wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen, er wird dich anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim, da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Nimm deinen Wisch, sonst entsorgen. Den kriegt man Anwalt, wenn die Gemeinde die Reparatur nicht zahlt. Dein Anwalt wird dir auch nichts anderes sagen, als dass die Gemeinde nicht haftet, wenn Warnschulden aufgestellt sind. Da war kein Schulden. Stichlinger? Herr Stichlinger, Brunner am Apparat. Entschuldigen Sie die späte Störung.
Sie, wegen den Wandschuldeln, Sie haben doch die gleich heute in der Früh aufgestellt, oder? Ja, freilich, Frau Brunner. Wir es so geschafft haben. Dankeschön, mehr wollte ich nicht wissen. Für gut, Herr Stichlinger. Sonst noch was? Da war kein Schultel. Logisch. Der Bauhof und ich, wir verarschen die Bürger manchmal ganz gern. So, Feierabend. Und sag ich dir, das letzte Wort, das ist noch nicht gesprochen. Da haben sie Dating-Apps getestet. Und die bayernweit für am meisten Pärchen sorgt, ist die Servus Single. Und warum interessierst du dich dafür? So hast du einen Ersatz für Nick? Na, den wollte ich schon noch ein bisschen. Aber du könntest die App eigentlich mal testen. Ja, war halt schon eine Idee wert. Du, wenn's dir bei der Oma jetzt dann holst mir auf dem Laufenden, wo so angeschwemmt wird, gell? Das ganze Treibgut der verlorenen Seele. So, bitteschön. So, jetzt hat's Moni schon bei der Vorstellung. Dankeschön. Ja, und als Profilbild nimm mir dann einfach eins von den Fotos vom Fotoshooting. Na, lieber nicht. Die sind so geschleckt. Ja, der Mann, die Frauen, der braucht doch länger im Bad als ich. Also gut. Nachher hilfst du mir aber bei der Auswahl. Danke. Siehst du das als gute Tat, ha? Eine zweite gute Tat wüsste ich auch noch für die Schlechte, dass ich Feierabend machen kann. Ich wüsste sogar noch eine dritte gute Tat. Ja, ich helfe einer auch bei einem Profil für Servus Single. Das ist für alle Altersgruppen. Na, danke. Ich mag mein Single da sein. Gut, falls Sie es einer anders überlegen. Sie wissen ja, wo ich wohne. Bitte, nein. Oh, haben wir so früh schon Kaufladen spielen? Na ja, gut. Was ist das? So, Was ist das? das sind doch Was ist das? Einkaufstüten. Du, sag mal, kann das sein, dass der Sascha hier eine Kaffeemaschine eingebaut hat in deinen Kaufladen? Nein. Ja, dann, ja, also was wollt ihr jetzt einkaufen? Ah, da ist der Korb. So, ich hätte ganz gern den Kuchen gekauft. Dankeschön. Hey, da sind ein paar Stückchen Ja, raus. aber dann brauche ich jetzt noch ein Brot. Das Brot hätte ich gern. Genau. Und für die Mama daneben. Ah, die nimmt das Waschmittel da. So. Jawohl. Sehr schön. Dankeschön. So, und was kostet das jetzt? 100.000 Euro. Oh, das ist aber günstig. Super. Schauen wir mal, ob ihr das habt, das Geld. 100, 100, 900. Ah, ich komm gleich. Kirchleitner? Stadler, grüß dich. Ja, ich komme heute später. Im Kindergarten von der Franzi, da geht Keuchhusten um und die Annabel hat keine Zeit. Hm? Also, das glaube ich jetzt nicht. Na ja, das wirst du halt übersehen haben. Das passiert mir auch manchmal. Mir aber nicht. Die waren gestern noch nicht da. Du, ich bin auch grantig, dass der Hänger kaputt ist. Das kostet uns einen Haufen Geld. Aber die Froni, die sagt doch nicht einfach so, dass das Schüttel schon gestanden ist. Meinst du, ich bin direkt der Depp? Und die vom Bauhof? Warum sagen die das gleich wie eine Froni? Also, von dir hätte ich schon erwartet, dass du hinter mir stehst. Das tue ich doch. Na, du glaubst mir überhaupt nicht. Freilich glaube ich dir, dass du das Schütteln nicht gesehen hast. Aber ich glaube auch, dass es trotzdem da war. Und ich glaub, ich erzähl dir lieber gar nichts mehr. So, Schatzi. Dankeschön. Das ist echt lecker. Fanny, ist der Kartoffelsalat fertig? So, bring ich da gleich. Die Danke. ganzen schönen guten Schinken. Ich hab Hunger. Grüß euch. Guten Morgen, hallo. Seid schon wieder fit nach eurem Werkstattfest? Ja, jetzt nach dem Kaffee schon. Der Mike hat mich ganz spontan zum Frühstück bei euch eingeladen. Alle, weißt, wenn der Kühlschrank leer ist, dann muss man sich was einfallen lassen. Oh, du Romantiker.
So, jetzt. Also, bitteschön, da ist er. Ich danke dir. Danke dir, gell? Halt aus, da Was denn? Wegzahl? Wegzoll. Mhm. Und was? 2 Pussys. So teuer. 2. Annalena? Ist die gar nicht da? Da ist der Service in der Franzi am Kaufladen, aber viel besser. Ja, das Beste ist, du gibst ihr 1 Euro und kriegst 10 zurück. Es ist halt leider kein echtes Geld. Mei, jeder hat einmal als Geschäftsfrau angefangen. Hauptsache, sie hat erfreut. Ja. Genau. Entschuldigt. Servus. Ich bin gerade in der Gaststube drüben gewesen. Die Oma ist nicht da und das merkt man auch schon. Die seid beim Wickerl und bei der Caro. Der Theo wird ja. Wahnsinn. Du, wir wollten bloß geschwind die Weißwürst abholen. Gibt's was zum Feiern in der Brauerei? Nein, das machen wir jetzt einfach einmal so. Das war meine Idee, als Motivation. Und deswegen zahlst auch du. Also wie immer. Habe ich schon hergekriegt, die Schlussgeschichte. Hast du an den Senf